Yu-Gi-Oh! Master Duel. Heute wieder mal aus dem Titelscreen und ich nehme mal an, dass wir gleich wieder ein paar Updates laden werden. Bevor wir da mit der Story weiter... Oder geht noch? Sind das eine Karte? Nenne ich mal vermutlich. Irgendwelche Bugfix oder so, ganz kleine. Irgendwelche Texte, die man vergessen hat zu übersetzen. Egal, so uns Rechtszeit, was Geschenkaktionsfeier von 30 Millionen Downloads. Ah, okay. Frist. Okay. Gucken wir nochmal. Missionen. Begrenzte Zeitmissionen. New Missions. Oh. Was soll ich entgegennehmen? Edelsteine. Yes, man. Ja, gut. So viel dazu. Melde dich an, einen Account pro Tag. Ja, das sollten wir ordentlich schaffen. Ich habe einem Live-Duell live zu. Das sind noch 5 Punkte oder so. Deklariere einem Monster in Rangmatch einen Angriff. Okay. Unbegrenzte Mission, noch keine übrig. Egal. So. Zurück zum Solo-Modus. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das letzte Mal gehabt. Doch, genau, da wollten wir, glaube ich, weitermachen hier, war. Die hatte mir in der letzten Folge ein bisschen angeteasert. Da ging es darum, dass eigentlich schwache Monster sind, aber irgendwie auch doch Nummermonster, so ähnlich wie bei Sechsel. Mit den Xyz-Monstern. Aber das keine Xyz sind, sondern Effektmonster, schwächere, die mit Ausrüstungszauber auskommen. Also sogar ein bisschen im Style von... könnt ihr euch noch an die Dinge erinnern? Die Spirit-Monster. Man hat damals ganz groß im Ding, was heißt Spirit Monster? Nicht Spirit Monster, Entschuldigung. Die Wächter, die Wächtermonster. Damals im Anime auch sehr berühmt geworden. Glaube ich irgendwie die Staffel um Atlantis, war? Die 3 Drachen, beziehungsweise 3 Krieger und so von Atlantis mit Leviathan und Darts, dem bösen Buben. Dann können wir so machen, genau. Also, mal gucken. Die haben irgendwie so Effekte. Karte als Angriff gewählt wird, dann die Kampfposition. Genau. Das ist irgendwie das Spezielle daran, als Karakuri-Monster ihre Dings switchen. Ihren Modus. Es gibt Synchro und es gibt Xyz-Monster davon. Ja, gut. Was mit dem Deck des Gegners? Sie nehmen an, wieder das gleiche beruhen. Mehr oder weniger, ja gut. Learning by doing, Freunde. Ja, momentan wieder ein bisschen schwierig hier mit den Let's Plays bei mir. Ich merke einfach mal, ich habe momentan zu viele Let's Plays parallel am Laufen. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ich eigentlich auch von der Arbeit her und sogar keine Zeit dafür habe für so viele. Gleichzeitig möchte ich eigentlich auch alle vorantreiben und dann kommen wieder neue Spiele raus und so, ist alles ein bisschen kacke. Nicht so geil, wie ich es gerne hätte. Warte mal. Kommen wir jetzt zurück zum Eigentlichen. Geändert, das will wir jetzt weiter stören. Okay, was macht der? Ah, der ist gut. Ein Aufbau ist immer gut. So. Haben wir hier noch Schönes? Was, er kann als Empfänger rufen? Okay, also ich kann den switchen. Für den Effekt halt, Effektaktivierung kann ich den rufen. Als Empfänger. Okay, gut, natürlich eine Stufe 5 Empfänger, aber eine Stufe 4 normales Monster. Aber über eine Stufe 9, aber gar keins. Frechheit sowas. Ah doch, warte mal. Jetzt weiter. Hätte ich sogar, Alter, Super Shogun. Okay. Kann man mal riskieren, wa? Wir sind ja hier am Ausprobieren und so.
Also. Was macht der? Nee, nee. Und nun, Freunde, etwas, was wir schon länger nicht mehr hatten, eine Synchro-Beschwörung. Tschu, tschu. Ich stimme mein seltsames Karakuri-Monster auf ein anderes seltsames Karakuri-Monster ein und rufe Synchro-Beschwörung an noch seltsameres Karakuri-Monster. Den Mega-Shogun. Oder Super-Shogun. Super-Shogun. Nee. So, jetzt können wir noch ein Ding aus dem Deck rufen. Dann gucken wir nochmal, was wir alles haben. Ah, haben wir schon. Genau. Kontrollierst? Nee, das klingt mir auch nicht so geil. Irgendwo noch etwas Geileres? Diese Karte, doch kannst du schnell rein. Kannst du eine Angriffsposition beschwören? Ja, irgendwie. Nikomachi, gar nicht mal einen schlechten Effekt. Aha, den Modus switchen ist auch nicht verkehrt. Ja, als Normalbeschwörung ist irgendwie ein bisschen doof. Wandlung, kontrollieren, Kampfposition. Auch noch einmal, wa? Ja, dann nehmen wir irgendwie ein stärkeres Viech. Naja, kommen in den. So. Die Kampfposition geändert, okay, dann switch ich mal. Platziere den mal. Den lasse ich mal noch, weil es geht um die Kampfposition und so. Und übergebe meinem Gegner. Ja, super. Hat er die gleiche Karte. Hat irgendwo auch Sinn? Ernsthaft? Warte mal. Was kann eine Spezialbeschwörung beschworen wird? Dabei gemacht. So, Monster und Verteidigungsposition, die kontrollierst, können durch Kampf zerstört werden. Also der wird jetzt gleich switchen, bringt ihm aber eigentlich nichts. Oder? Also sehe ich das gerade irgendwie falsch. Wow, da muss ich ja lohnen. Mein Zug! Was für ein Teil? Position. So, warte mal. Er kann maximal nur 2 haben, also kann ich Sekt genauso gut spielen. Verteidigungsposition da liegen, okay. Kampfposition, bei mir geht auch nichts. Den könnte man rufen. Ja, kann eigentlich auch erstmal den hier spielen. Könnt den eigentlich mal testen. So.
Ja, da war ja was. Wird verbannt. Boing, boing. So, nur für den mal. Und was können wir nochmal Schönes rufen? Aha. Ganz ja. Aber ich würde sagen, ja gut, natürlich eine Xyz-Beschwörung, war, macht Sinn. Getribia-Monster. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele generell im Deck, wa? Nee. Okay. Dann können wir uns die Xyz-Beschwörung untereinander sparen. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das reicht eh nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter Schwede. So. Er wurde geswitcht. Schon fies irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem die ganze Zeit switcht, hat der Gegner gar keine Chance. Wie in der Karakuri, ja, aber sogar zweimal. Ja, komm. Und das Ganze gleich nochmal. Kette. Auflösen, Kette. Tja, Freunde, wenn wir sagen, bye, bye. Super Shogun Attack. Victory is ours. Yes, man. Tsching, tsching. Leideck geschafft, mein Deck noch nicht. Shinkuro, okay. Machen wir jetzt noch Wasser auf. Gesperrt, was darf er machen? Es braucht die Erddinger, aber wird wohl Erdelement sein, weil vorher haben wir schon. Die Ursprünge der Karakuri studieren. Ja, komm. Schließen wir, glaube ich, jetzt mal temporär ab. Toll, wenn wir die abschließen, kriegen wir ein paar Punkte und können dann hier oben weitermachen, oder was? Okay, dann mach mal. Was wurde also in Friedenszeiten aus den Karakuri? Erneut, mit Hilfe des Buches Karakuri-Aufbau werden wir als nächstes untersuchen, wie die Karakuri lebten. Seit Karakuri Shogun Nummer 0 Bure zum Herrscher geworden war, waren viele Jahre vergangen. Rund um das Schloss der Karakuri herrschte unvergleichlicher Wohlstand. Auf den Heerstraßen waren nicht nur Karakuri, sondern auch Stadtbewohner, etwa eifrige Kaufleute, häufig zu sehen. Kaufleute boten auf der Straße Karakuri Gammaöl und Karakuri Goldstabpfeil, Waren, die für die Karakuri Medizin darstellten. Die Nachfrage war hoch und für die Kaufleute war das Geschäft besonders einträchtig. Die Festung, in der die Karakuri leben, ist seit langem unverändert. Die Zahnräder, die sie in Betrieb halten, funktionieren genauso gut wie die Wasserräder am Fluss. Die Karakuri führen ein friedliches Leben, obwohl es eine einzige Sache gibt, die sie fürchten. Diese Sache ist das Feuer. Wenn in der Stadt ein Feuer ausbricht, selbst an einer nicht sehr besorgniserregenden Stelle, können die Karakuri einander helfen, es zu löschen. Denn die Karakuri leben nach dem Prinzip, sich gegenseitig zu helfen. Die Karakuri existieren bis heute. So viel wissen wir aus den vielen Büchern, die geblieben sind. Und den Karten. Während sich diese Geschichte weiter entfaltet, waren an jeder Ecke neue Entdeckungen. Ja. Sehr schön, Gate Clear. Tradition der Trickserei. Nö. Okay, das jetzt mal aufgemacht. Danke. Und Open the door, please.
Du hast mit der Karakuri studieren. Warte mal. Das hier gemacht. Wir haben noch ein paar Punkte übrig. Neue Toroption verfügbar. Gespenster tötende Flammen. Getriebe der Gerechtigkeit. Okay. Ja, dann müssen wir noch ein paar Dinge machen. Aber ja, cool, komm. Wir können noch mal so ein Duell probieren, wa? Dieses Deck ist ein Mix aus Karakuri und Schrott. Sei auf der Hut. Es kann Verzeihung. Es kann Synchro-beschworene Monster austauschen und ein Spiel für das Synchro-Monster Schrottdrache. Aha. Das ist also schrottig. Aber der Super Shogun natürlich schon heftig ist, ey. Oh, Link-Monster. Was? Link 1. Ein Endloskette Nicht-Link-Monster. WTF? Eine Link-Beschwörung aus einem einzigen Link-Material. Ja, gut, warum auch nicht? Das Gegners wird vermutlich ähnlich aussehen. Ja, ziemlich. Versuchen wir es mal, Freunde. Was soll schon passieren, wa? Ja. Erstmal spielen wir Karakuri Aufbau, aber das macht Sinn. Holen wir mal den hier. Den Typi. Und nun greif an! Da kommt der Satz. Das ist natürlich nicht so schön. Der wird geswitcht. Schade. Verteidigungsposition. Du kannst einmal. Sehr gute Besserkeit. Doch, das ist eine Maschine, okay. Den eigentlich noch versuchen. Ah, sehr schön. Und wieder mal ein bisschen Speed. Ein bisschen Speed-Uran. So, Spezial dann Hand in die Verteidigungsposition. Ja, gut. Eigentlich kann ich. Ah, warte mal, das stimmt, der kann gar keinen. Muss eine Spezialbeschwörung, okay. Ich hatte gerade, ich hätte ihn eigentlich auch normal beschwören können, als Tributbeschwörung, aber geht gar nicht. Hä? Aber den Zug schon. Oh! Synchro-Beschwörung! Ach du Scheiße. Wenn jetzt das Viech los. Autsch.
muss ja fast, wa? Der viel bringen wird, ist eine andere Frage. Kannst du den Rest beschwören, kann ein Monster zusammen Wechselblick beschwören, außer er der Maschinenmonster. Der bringt gerade aktuell eben auch nicht viel. Kakuri Gammaöl. Zwar irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Den wieder spielen. Zack, zack. So. Okay, Spezialbeschwörung klingt ja immer gut. Die kann ich mal versuchen. Mal gucken, was passiert. Ja, toll. Lassen wir ran. Ich kann eine Linkbeschwörung machen oder was. Ja, genau. Linke Kombination mit Xyz-Beschwörungen. Ach du Scheiße. Ein Xyz-Monster war. Damit Punktdrehung funktioniert. Aber ich kann den mal verdeckt setzen. Dann haben wir den noch. Auslegerweiterung. Spielen kann man so schon mal. Jetzt ist das Problem, ich brauche noch andere Dinge, weil eben hier beschwören, toll, geht natürlich schon, aber... Ich bräuchte schon irgendwas auf dem Feld, um damit arbeiten zu können. Trotzdem mal verdeckt spielen. Kopfposition, ja. Klar, ich kann natürlich auch den nutzen. Ja, aber ob es lange überlebe, ist die andere Frage. Ich glaube eher weniger. Ne, definitiv nicht. Das macht ja nichts, diese Beschwörung, glaub's nicht, ey. Ein Link, Entschuldigung. Was? Was will der mit dem Kater da? Au, noch Punkt, genau, hey. Alter Schwede. Ja, sobald er halt ihn schon gut auf dem Feld hat, ist ein bisschen schwierig. Kann er meine Strategie oder Strategie nicht mehr ausspielen. Trotz allem, Freunde, muss ich sagen, war durchaus interessant. Ich würde in der nächsten Folge gerne hier weitermachen. Zumindest nochmal eins, vielleicht sogar beide Duelle nochmal. Mal gucken. Aber nicht allzu lange, weil dann würde ich sagen, machen wir dann mit dem nächsten schon mal weiter. Ich glaube hier, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Gladiatorengeheuer durchgespielt. Ja, geschafft eben, da fehlen noch die zweiten Duelle. Die Alternativduelle mit dem eigenen Deck oder mit dem Leihdeck, da ist immer ein bisschen unterschiedlich. Hier auf jeden Fall mit Pyroxenkriege noch einen, okay. Ja, müssen schauen, dass man sie nicht direkt sieht, ob er die schon gemacht hat, aber nicht. Dann nehmen wir zum Teil auch noch irgendwie nicht ganz abgeschlossen und so, wir erinnern uns. Mit den Megalithen, genau. Ja, aber ich glaube, sonst würden wir aber auch mal weitermachen, wa?
Also nächste Folge versuche ich es nochmal mit denen. Und dann, ja, mal gucken, wie es weitergeht, wa? In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Bye, bye.